Debatte im Sonntag habe ich mir heute feiern an die ausschließende Debatte im Döffnungszeiten hängt ja stark zu summen. Ich hätte lieber gehabt, mir hätte beide Dossien zu summen diskutiert, weil Trennlinien nicht immer ganz klar sind. Ich bin nicht dafür zu entschuldigen, wenn ich die eng oder andere Macht von dem engen Dossier an deseriert 14. Erlaubt man vielleicht doch ein paar Überlegungen zu formulieren, die was da drängt, Arbeitsrecht rausgehen, weil ich der Meinung bin, dass sie an dieser Debatte aber hier Platz müssen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kann in die Politiker am Allgemeinen sicherlich viel geheien. Mit der Lützeburger Chamber an ihren Deputierten kann ihn etwas nicht viel geheien, dass sie an der Schule nicht brav und achtlich aufgepasst hätten. Madame Klosen hat vor 2 Wochen bewiesen, dass sie ihre Faust von der Premiere gut behalten hat. Madame Tanzer hat es nicht mehr spät wie gestern ein Kostprobe von ihrem Wissen, wie sie aus dem Faust zitiert hat, und heute wäre da nur mehr. Wenn ich heute zu der Sonntagabend schwätzen, da will auch ich die Faust zitieren, 2 Seelen wohnen ach in meiner Brust. Es gibt Aspekte an dem Gesetz, die wir gut fanden, an anderer, die wir Männer gut fanden. Was fanden wir gut? Kann sicherlich für Vorteil sein für Kleinkommerzen und artisanale Betriebe, dass sie sonst ihr Personal können 8 Stunden beschäftigen. Eine Bäckerei am Dorf oder Stadtkehr kann ihr wohl verkaufen an den Klio, kann auf das Offer zurückgreifen, kann den lokalen Kommerz unterstützen, indem sie zum Beispiel Baguette beim Bäcker kauft und nicht auf der Tankstelle. Ein kleines Bemol sind wir an der Disposition, dass eine wirklich Auseinandersetzung mit den Sozialpartnern ausblieben ist. Die EU-Gestalt ging heute für eine Fee accompli gesagt. Ich will dann auf eine mehr breite Perspektive angehen, was für Konsequenzen und Auswirkungen Sondesarbeit auf das sozial und gesellschaftliche Leben hat und kann haben. Wenn ich auf die letzten Jahrzehnte zurückguckt, dann erinnere ich mich an eine Lebensrealität, die zum Beispiel meine Eltern noch kannten und sicher auch den einen oder anderen Deputierten hebannen. Ich will das ohne all Nostalgie suchen, mehr als Fakt. Am Dorf gab es eine kleine lokale Boutique, ein Tante-Emma-Laden, wo ich sich am nötigsten angedeckt hat. Mehl, Zucker, Kaffee, Eier und weitere Lebensmittel. Milch ist sie bei den Bauern sich gegangen oder Krudi sie sogar brüscht. Gouf mal hei an do ein Schwein geschlücht oder ein Hung, und ähnlich wie Haut, also quasi alles verwehrt, agiert gin, nicht just Filet. Auch für vielleicht Sondesarbeit hatten, war der Begriff Sondesarbeit ein Fremdbegriff. Tankstellen, die rund um Dauer abhatten, waren undenkbar. Wenn in dem Nober demals erzählt hat, dass er sich im Mitternacht auf der Tankstelle Avocado gekauft hat, für sich können im 3 Uhr an der Nacht ein Guacamole-Dip für sein Burrito davon zu breden, da wäre er wahrscheinlich bei den Doktor geschickt gehen. Es wird immer gesagt, der Mensch, wenn er in die Vergangenheit zurückguckt, tendiert dazu, sein Blick zu verklären, es mehr schön durchzustellen, wie es damals wirklich war. Und aber ist es auffällig, wie viele Leute von der Zeit schwätzen als eine Zufriedenzeit. Hätte mir eine technische Möglichkeit für den Wert gelegt zu müssen. Da bin ich überzeugt, dass der Mensch früher nicht minder glücklich war am Hinblick darauf, dass die kommerzielle Offer und Verfügbarkeit von der kommerziellen Offer mehr reduziert war. Aber zurück zur Sondesarbeit. Ich verstehe, dass eine Person, die zum Beispiel keine Familie hat, kein Problem damit hat, Sondes 8 Stunden zu schaffen und mehr Suen zu verdienen. Ganz am Konträr. Ich denke, wir müssen aber auch heute eine mehr breite Perspektive anholen. Wenn ihn an einem kleinen Kommerz schafft, und per se sei sondig will frei haben, da geht oder kann unter Druck gesagt gehen, auch für seine Arbeitskollegen, wenn er systematisch refusiert, zum Beispiel Sondes zu schaffen. Aber wie ist dann die Realität zu Lützeburg? Lützeburg auf dem europäischen Niveau mit der Spitzenreiter bei den Schädungen. 2021
haben wir zu Lützeburg 8.700 monoparental stiert gezahlt. Fakt ist auch, wir Kanner huet wees, dat Weekends die Zeit ist, wo ihr seine Kanner mehr no kann sinn, mehr Zeit für sie huet und Kanner auch nicht erlebt, wie am Stress vom schulischen Alltag. Mit diesem Gesetz riskieren aber ein paar die Leute, Männer Zeit zu haben für ihre Familie, für ihre Kanner. Wir riskieren, dass Leute sonst bei ihren Kanner wollen sind, aber nicht bei ihren Kanner können sind. Ein Argument, das den mal heuer mal do en faveur von der Sondesarbeit steuert, ist, dass sie mehr verdient. Es war nicht uninteressant, dass es für das war, weil viel von denen Leuten geschwärzt, die im Moment vom Mond dann nicht bei nie kriegen. Ich denke allerdings, so ein Gedanken ist der falsche Reflex. Als Politiker dürfen wir nicht auf den Weg gehen, für zu suchen, die könnt ihr sonst schaffen gehen, wenn der Gär mehr suchen hat, wenn der Gär dann bei nie kriegt. Armutsbekämpfung muss wir mehr global umgehen und es darf nicht sein, dass wir die Gesellschaft fraktionieren an die Leute, die es sich erlauben können, ihre Sonde freizuhalten, an die Leute, die Sondes müssen untreten für ihre menschenwürdig Leben. Wenn Politik Genre so setzt, dass Sondesarbeit liberalisiert wird, da kommen wir denken ich auch nicht allein froh zu stellen, wie eine Stellung Politik dem Sondisch als historisch gewussenem Dach zuspricht. Mir hoe lang dich an der Chambre, und dafür will ich nicht unnötig aufschweifen, am Redezeit halten. Trotzdem will ich einen kleinen Blick an die Geschichte wohnen. Am Kader von der geschichtlichen Evolution vom Römischen Reich gouf den antike Sonntag als Tag von der Sonne zum verpflichtenden Roh- und Feiertag für Römer, Juden und Christen. Am meiner Untrittsrede habe ich mich dazu bekannt, mich für gesellschaftliche Stabilität anzusetzen. An jo eng Liberalisierung vun der Sondesarbeit ass an eng gewisse Moos eng Entwertung vum historisch gewursenen Rodach. Und da stelle nicht froh, am Zeitalter vun der Destabilisierung, auch gesellschaftlicher Destabilisierung, auch familiärer, soziologischer Destabilisierung, as e fest Zeitfenster für Ruhe, für Freizeit, für Familie, für Erholung, ne doch positiv. Ich gebe Mengen, eisen über quasi Jahrtausenden gewursene Lebensmodell von Arbeits- und Ruhezeiten hat bislo an den großen Tisch funktioniert und hat sich bewährt. Auch die Sonden als Ruhetag dreht sich Dignität an sich. Weil den Konsumverhalten von der Gesellschaft mit einem einzigen Wort betiteln, da wäre man Wort mehr. Mehr schaffen, für sich mehr lesen zu können. Mehr Opfer, mehr Wuren, mehr Verfügbarkeit von den Wuren, mehr auch vom Mensch. Und dabei kann das zu kurz, mehr die gern vergisst geht. Mehr Zeit. Zeit für das Wichtigste, Zeit für das, was wirklich zählt. Etwas, was den an keinem Reha zu kaufen kriegt, auch nicht sonst, auch nicht nur Mitternacht. Zeit für sich, für seine Familie, für sein Leben. Ein ganz interessanter Mann, den ich heute zitieren will, ist der Viktor Frankl. Das ist ein österreichischer Neurolog, vielleicht ist er nicht bekannt als Autor von seinem wunderbaren, weltberühmten Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, wo er seine Erfahrungen als Überlebende von 4 Konzentrationslagern erzählt. Der Viktor Frankl hat den Begriff von der Sonntagsneurose geprägt. Nur hat er beschrieben, wie Sonntags, wenn das Arbeitstempo von der ganzen Woche fällt und Leute zur Ruhe kommen, Sinnarmut vom großstädtischen Leben offenbar wird. Ich denke, sein Begriff von der Sonntagsneurose ist heute so aktuell wie noch nie. Wie viele Leute kennen mir, ich, dir, die schaffen, für irgendwie zu funktionieren. Ich habe das starke Gefühl, dass es da immer mehr geht. Wenn die Routine vom Alltag zur Ruhe kommt, wenn die Routine von der Arbeit zur Ruhe kommt, wenn noch den Akku vom Smartphone eitel ist, wenn es still geht, dann erleben immer mehr Leute, dafür sind ich überzeugt, die heute zitierten Sinnarmut. Für was geht den Tod von psychischen Erkrankungen, gerade in hoch industrialisierten Ländern, markant an die Luft?
Den Zivilisationskomödie marginalisiert die essentiellen Bedürfnisse vom Mensch und von dem, was es auszeichnet. Soweit meine Überzeugung. Und damit komme ich zum Schluss. Nicht Menge vielleicht mit tiefgreifenden theoretischen Ausführungen, will ich zurück auf Praxis kommen. Ohne Sondesarbeit geht es heute nicht. Denken wir als Doktoren, Pflegepersonal, Rettungsdienste, Bauern etc. Dafür sollen wir die Diskussion nicht nur theoretisch, mit dem nötigen Praxisbezug feiern. Am engagiert sind ich auf den Pro und Contra von der Sondesarbeit bei den Kommerzen und artisanalen Betrieben angegangen. Und habe probiert, die Debatte vielleicht mit der einen oder anderen mehr tiefgreifender Überlegung wie just dem Arbeitsrecht zu bereichern. Und weil es eben berechtigte Pro und Contra gibt, werden wir uns bei diesem Gesetzesprojekt enthalten. Das soll ich merci.